Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zum heutigen Jungfrau-Zeitung Panorama. Diese Themen haben wir heute für Sie parat. Der kantonale Straßenchef besucht den GGR Steffisburg und die Musikschule Oberland-Ost öffnet ihre Türen. Aber vorher haben wir noch die heutigen News für Sie parat. Rekordergebnis erzielt. Die Brienzer Rothornbahn hat im vergangenen Jahr erneut einen Gewinn geschrieben. Die Übernachtungszahlen im Berghaus Kulm haben sogar die Zahlen vom Jahr 2019, also die Zeit noch vor Corona, übertroffen. Mietfreie Wohnungen für Flüchtende aus der Ukraine. Das Reichenbacher Architektenbüro A3 Architekten und das Autohaus Vochhänel in Frutigen beherbergen seit dem 8. März in 3 Wohnungen 11 Leute, die aus der Ukraine geflüchtet sind. Behörden blockieren Oligarchenwohnung. Der Kanton Bern sperrt die Residenz Leod de Gstaad eine Immobilie von einem sanktionierten Russ. Laut der Recherche der Sonntagszeitung steht die Person auf der EU-Sanktionsliste. Am Freitag befasste sich der Große Gemeinderat Steffisburg erneut zu Verkehrsvorstößen. Was das Spezielle an Kantonsstraßen ist und wie Velofahrer ihren Platz finden sollen, weiß der Steffisburger Markus Wies. Der Kreis Oberingenieur ist für die Oberländer Kantonsstraßen zuständig. Gina Krücke hat mit ihm über das Thema gesprochen. Kantonsstrassen haben eine andere Funktion. Sie haben die Funktion, Gemeinden zu verbinden, Regionen zu verbinden. Und dadurch ist natürlich auch die Verkehrszusammensetzung eine andere. Es hat häufig Situationen, wo Kantonsstrassen durch Ortszentren durchführen. Da hat man auf der einen Seite den Verkehr, quasi, wo durch die Ortschaften durchfährt, wo es passiert. Aber man hat nachher auch den Binnenverkehr, insbesondere der Velo- und der Fußgängerverkehr. Durch das ist einfach die Nutzungsdichte auf den Kantonsstrassen immens hoch im Vergleich zum Beispiel zur Quartierstrasse. Ein grosses Thema sind ja auch Velowege. Inwiefern haben die Platz auf einer Kantonsstrasse? Im Kanton Bern verfolgen wir den Grundsatz von der Koexistenz, also dass sämtliche Anspruchsgruppen eigentlich die gleichen Rechte haben. Und unter diesem Aspekt sind die Velofahrenden bedeutsam. Nicht zuletzt auch, weil je mehr Autofahrende wir dank guten, sicheren Strassen auf das Velo bewegen, für kurze Distanzen zurückzulegen, desto stärker wird eben die Straße entlastet vom motorisierten Verkehr. Jetzt ist es einfach immer eine Frage vom Umfeld insbesondere. Letztlich dazu führt, was ist möglich zugunsten der Velofahrenden. Und gerade im Speziellen in Steffisburg, auch wenn es auf den ersten Anblick nicht so mal erscheint, haben wir einfach häufig zwischen den beidseits stehenden Gebäuden, hochgebauten Anlagen extrem wenig Platz, um beispielsweise die Strasse zu verbreitern mit Radstreifen. Am Samstag fand an der Musikschule Oberland-Ost der Tag der offenen Tür statt. Jährlich wird der Instrumentenparcours organisiert, damit Besucherinnen und Besucher jegliche Instrumente ausprobieren können. Ich habe mit dem Schulleiter Sandro Hessler über die Aktion gesprochen. Mein Name ist Sandro Hessler, ich bin der Schulleiter der Musikschule Oberland-Ost seit 2003. Das ist etwas, was wir seitdem es die Schule gibt, machen. Früher hat es Musikinstrumentenausstellung geheißen und seit 6 Jahren, wo wir jetzt hier im Haus der Musik sind, ist es Instrumentenparcours und Tag der offenen Tür. Die Idee ist, dass die Kinder ausprobieren können, jedes Instrument lernen kennen. Wir haben einen Instrumentenpass, den sie bekommen. Und überall, wo sie waren, bekommen sie dann ein Kleberli drin. Und dann können sie daheim dann noch mal schauen, was habe ich für Instrumente ausprobiert. Und die Idee ist natürlich, dass sie sich für ein Instrument interessieren und können schnuppern und nachher können Stunden nehmen zu uns. Ja. Die Musikschule ist für mich ganz ein wichtiger Gegenpart zu der Entwicklung heute in der Gesellschaft, wo alles schneller geht, wo alles digitalisiert wird. Und das Instrumentlernen geht heute immer noch gleich lang wie vor 100 Jahren. Und das ist eigentlich ein sehr wertvoller
Lernprozess. Wir sind sehr breit aufgestellt von den Fächern, die wir anbieten, von Schweizer Orgel bis Harfe, Blechinstrumente, Holzblasinstrumente und so weiter. Klavier ist das, was am meisten gewählt wird. Und was der Vorteil der Musikschule ist, dass wir Kinder vernetzen können. Also in Kammermusik, in Bands, in Gruppen. Und so können sie eben zusammen musizieren. Das war's mit dem heutigen Panorama. Auf unserer Homepage und in unserer App finden Sie noch mehr Informationen zu den einzelnen Themen. Die Kollegen vom Meteo News haben jetzt noch das Wetter für Sie parat. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Das Wetter wird euch präsentiert von Interlaken Tourismus. Das ist Ihr Jungfrau-Zeitungswetter für den Kanton Bern. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen und grüße Sie heute mit bestem Wintersportwetter aus Grindelwald. Ja, verantwortlich für das sonnige Frühlingswetter ist das Hoch Peter über dem Baltikum mit einem Kerndruck von 1040 Hektopascal. Das Hoch bestimmt auch in den kommenden Tagen uneingeschränkt unser Wetter. Durch seine typische Omega-Form ist es sehr stabil und die atlantischen Störungen die laufen auf das Hoch auf und schaffen es so nicht bis aufs europäische Festland. Ja, und Peter sei Dank starten wir auch morgen wolkenlos im neuen Tag. Dazu wird es am Morgen noch mal frisch mit -1 Grad in Bern und auch in Burgdorf. Und in Saanen stehen wir zu -2 Grad auf. Ja, und am Nachmittag haben die Sonne das Zepter fest in der Hand. Es gibt einen strahlend schönen Tag mit milden Temperaturen von bis zu 16 Grad. In Biel und auch in Thun messen wir bis zu 15 Grad. Und super sonnig und trocken geht es auch weiter. Bis sicher am Freitag erwarten wir meist wolkenloses Wetter. Aufs Wochenende könnten sich dann über den Bergen ein paar harmlose Quellwolken bilden. Es ist aber weiterhin kein Tropfen Regen in Sicht. Wir hoffen, dass sobald sich das Hoch Peter abschwächt, endlich mal ein kräftiger Gutsch Regen kommt. Bis dahin bleibt uns eigentlich nur eins und das ist die Sonne geniessen. Ganz eine gute Zeit wünsche ich Ihnen. Bis gleich wieder. Alles Liebe. Ade miteinander.